Der September ist dieses Jahr ein Übergangsmonat für die Schneiderleute, einmal was die Arbeiten betreffen. Die Getreidefelder sind abgeräumt und die grosse Mais wie auch die Sonnenblumenernte finden im Wesentlichen erst im Oktober statt. Überstunden werden bei den Mitarbeitern abgebaut. Das Tagesgeschäft läuft aber natürlich weiter. Der Tom ist am Rapsäen. Im gleichen Zug streut er auch noch gerade die Schneckenkörner. Nach wie vor wird Gras isoliert. Hier macht der Joel Rundballen. Der Köbel presst Gaderballen. Und auch mit dem Güllefoss ist er regelmäßig anzutreffen. In der Werkstatt werden jetzt nicht nur die Tröscher und Häcksler für den Mais umgerüstet. Auch die Traktoren werden fit gemacht. Wir haben hier, wo man das Hydrauliköl wechseln muss. Zudem hat er einen leichten Hydraulikölverlust. Und jetzt kombinieren wir das kombinieren, indem wir das Öl alles ablösen, neu abdichten und dann tun wir ein neues Hydrauliköl rein. Motorex ist der Hauslieferant von Öl und Schmierstoff beim Schneider Agrarservice. Und das kommt nicht von ungefähr. Das ist für uns sehr gäbig. Sie sind relativ nah bei uns. Wenn wir ein Problem haben, können wir ein Telefon geben. Wenn sie es gerade an Lager haben, können wir es gerade mit heimnehmen. Und sonst bringen sie es mit dem Lastwagen gerade hier bei uns vorbei. Und in diesen Maschinen kommt Motorex zum Einsatz. Wir setzen die bei sämtlichen Maschinen bei uns ein. Hauptsächlich bei den Hauptmaschinen wie Glas, Krone und Fendt. Aber sonst eigentlich auf dem sämtlichen Betrieb, alle Maschinen, die mit Öl laufen, setzen wir Motorex ein. Die ganz unterschiedlichen Anforderungen der Maschinen an den Schmierstoff ergeben eine grosse Komplexität. Hohe Effizienz, Einsatzsicherheit und auch ein gesundes Kostenbewusstsein ist gefragt. Mit Motorex kann der Schneider Agrarservice auf einen Markt zählen, der die spezifischen Bereiche eines Lohnunternehmen genau kennt und versteht und als technischer Partner beratend zur Seite steht. In der Praxis entsteht durch das ein Vertrauensverhältnis, das langfristig auch Freude macht. Und jetzt geht es wieder aufs Feld raus, besser gesagt auf ein Versuchsfeld. Die Schneiderleute haben vor der Maisernte zu einem Maistag eingeladen. Wir sind angefragt worden von 2 Züchtern für Versuche zu säen. Und da haben wir aus diesem Grund die Maissorten den Kunden zu präsentieren, zeigt, was gibt es für Vorteile, frühe Sorten, späte Sorten, Silo-Mais betont, Körner-Mais betont. Und dort hat man gut gegen 20 Sorten miteinander vergleichen und so sieht der Kunde am besten, was ist gut. Mit der Maschinendemo, was haben wir für ein Angebot im Herbst, im Mais von Häckerl über Tröschen. Und dann haben wir auch noch kurz unsere neue Spritze gezeigt. Besonders eindrücklich bei Nacht das automatische Ein- und Ausschalten von der GPS-gesteuerten Einzeldüsen. Zum Abschluss hat es für die 300 Besucher bei Wurst und Bier ein gemütliches Zusammensein gegeben. Ja, und quasi als Hauptprobe vor der bevorstehenden Ernte ist Ende Monat die erste Häcksler-Equipe auf den Feldern zum Einsatz gekommen. Und das alles ist im September beim Schneider Agrarservice gemacht worden. Ja, diesen Monat haben wir eine Vorbereitung mit Kalken für Rapsaat. Nachher haben wir Raps gesät, haben ständig wieder Silobauen gemacht, haben wieder beschüttet getroffen. Und sehr viel ist Werkstattarbeit. Also das heisst Vorbereitung für die Herbstsaison, Rübenroder, Rübenmäuse wegmachen. Und auch die Maidröscher umbauen für Sonnenblumen, für Mais, Pflücker, all diese Sachen haben wir gemacht. Wie schon gesagt, es ist eine gewisse Ruhe vor dem Sturm bemerkbar. Ideal also, den Spätsommer zu geniessen und einen kleinen Mitarbeiter-Event zu organisieren. Hornussen ist angesagt. Der Rolf, der Heinz und der Dominik sind in Vereinen aktiv. Und wenn die Profis die Nuss schlagen, sieht das so aus. Über 300 Meter kann die 78 Gramm schwere Scheibe fliegen. Und jetzt kommen unter den Instruktionen von Rolf, wo in der Nazi anspielt,
die restlichen Schneiderleute zum Zug. Und dann sieht es so aus. Neben Kraft braucht es vor allem aber... Das Wichtigste ist die Technik, dass man mit dem Steckenführung und alles drum und dran, dass es herbringen kannst, dass es mit dem Ablauf, dass es alles harmoniert, dass wirklich dass der Druck überhaupt bis zum Turn ausführen bringst, dass du dann dort kannst zulegen, oder? Und das ist, ja, Technik ist sicher das Wichtigste. Von den Einsteigern schwingen 3 Männer mit ihrem Talent oben aus. Ja, und wer wundert es? Der hier gehört auch dazu. Der Chef selber. Mein Grossetti war ein starker Hornhauser und intensiver. Von daher haben wir das schon von klein auf miterlebt. Ich habe selber nie gespielt. Ja, und damit muss der Hornhauser Verband wohl oder übel auf eine grosse Hoffnung verzichten. Eigentlich schade, oder?